Brian, der wir bei seiner Oma geblieben, wo ihm das sehr schön ging. An diesem Tag, dann sagt er, hat die Oma dem einen Apfel gegeben. Und dann sagt Brian zu dem, weißt du was, Oma, das Apfel, das schmeckt mir nicht schön. Sagt die Oma, hast du den auch reingewaschen? Ja, Oma, den habe ich sehr reingewaschen. Sogar mit Seib. Ich habe vom Banjo, von Bodrum, habe ich eine Seib geholt und habe ihm sehr geseibt in der Stadt. Sagt die Oma, deswegen schmeckt die auch nicht. Was Brian schmeckt, das wir nicht der Apfel, sondern der Seib daran, wenn es der hat nicht bloß mit Butter aufgewaschen, sondern mit Seib und der ganze Seib geschmeckt bleibt daran. Und dort wird nicht so lecker am Müll aus der Apfel. Manche Menschen im Leben, die haben Gott nicht wirklich kennengelernt, sondern die haben eine Religion kennengelernt. Und das ist so säubig danach einmal sagt, das schmeckt nicht schön. Eine beste Form, ein Mensch im Geistlichen zu bremsen, ist sich sehr religiös zu tun. Eine Bibeltit, wo Jesus wie die religiösen Pharisäer und Priester all viele bremsen mit ihrer Religion, um nicht wirklich, dass die Menschen Gott kennenlernen können. Und von der nach sind auch manche Menschen, die haben niemals einen Apfel genommen, wenn sie bloß den Seib im Müll haben, wenn die jetzt können tun. Die haben bloß gelehrt, dass sie religiös sind, aber die haben niemals gelehrt, dass wirklich, dass Gott einen guten Geschmack hat. Wenn die Wort stellt sich für Gott fair. Gott ist ein kreativer Gott. Und wenn Gott wirklich so einen schlechten Geschmack hat, sei die Bibel und Gott, das ist mir langweilig. Was die langweilig ist, nicht Gott und die Bibel. Was die langweilig ist, die Religiosität, was du damit verbindest. Wenn Gott wirklich langweilig wird, dann hat die Welt einen schwarzen Bett gemacht und nicht so viel Vorwurf aus der Haft in der Welt. Wenn Gott langweilig wird, dann hat der Erex, dem Sapo und dem Medje und den Eule von der Giroperen alle haben selbst ein Format gemerkt. Wenn Gott langweilig wird, dann wurde der Baum alles bloß eine Fotokopie gemerkt, hat nicht einen Grad an Klander, dann hat nicht jeder Blatt nach verschiedenen gemerkt am Leben. Dann wurde dort alles bloß leck gemerkt, und dort mit langweilig wie im Leben. Aber das kreative Gott, wird in jeder Blatt, in jeder Baum, in jeder Plant, in jeder Rose, in jeder Tier, in jeder Mensch, in jedem seine Hand, in jedem seine Nase, in allem seine Kunst. Das kreative Gott, der hat einen guten Geschmack. Der Time ist, du musst eins von der Seib aufwaschen, dass du den wirklichen Geschmack kannst erleben. Und der sagt uns die Bibel in dem Bereich in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 2, die alle so begierig sind, nach der vernünftigen Gute Milch, der noch nicht verdammt ist, so als ein kleines Kind, damit die Wasser kennen zu jenem Seelenheil. Also so ist ein kleines Kind, soll wie nicht die Milch heran sein, aber zu Wasser im Seelenheil. Und wenn ein kleines Kind, wenn nicht Milch kriegt, dann, wenn das gesund ist, dann braucht dort ein Seg zu heilen, aber die Mann ist eins, wenn sagt, so, das gibt wahrscheinlich. Gott hat für die schöne Apfel reut. Gott hat für die sogar einen Himmel mit goldenen Gassen und mit der größten Fest reut. Und der macht die den Himmel schön merken, nicht bloß einmal sagen, nein, du machst das und du machst das. Und dass du immer diesen Selbstgeschmack kannst, und sagen, ich kann jetzt schlecht Bibel lesen, jetzt schlecht, das jetzt alles schlecht im Leben, wenn du noch nicht wirklich den Geschmack vom Apfel hast, sondern bloß den Selbstgeschmack daran. Lass deine Religiosität wieder anfangen, Verhältnis mit Gott und was wirklich kreativ ist und was die Kreativität gegeben hat in der Bibel, dort der wirklichen Sinn hat für dein Leben, in eine geistliche Gruppe, was die halt bedeutet. Ihr habt dort eins Wort, wo du deine Oase verliert hast, den Geschmack vom Apfel verliert hast, wenn du zu viel Seib im Müll genommen hast, zu viel Religiosität. Fang an, Gott seine Kreativität und seinen Geschmack zu erneuern.